Und sobald wir im Institut sind, wird es zwar ein bisschen dauern, weil so schnell wird es Wie nicht ist ins der Status? Institut. Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut, weitermachen, Ritter. Mir kommt dann nämlich im Institut leicht das Kotzen, aber das hat einen anderen Grund. Einen ganz simplen, so einen minimalistischen Grund. Für viele mag er abartig wirken. Aber. Oder nicht recht. Und Nicht, wie sah es da draußen aus? Nicht Wir haben unbedingt. viel Arbeit vor uns, Bruder. oder nicht unbedingt besprechenswert. Aber der Grund ist so klein. Das wirst du dann alles noch erfahren. Unser Sohnemann, der Sean, gibt sogar einen Teil als Antwort. Und das ist recht interessant, dass sie das ein bisschen überschneidet mit meiner Meinung zu der ganzen Geschichte da halt, ne. Ich würde jetzt nicht groß drüber reden, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Redner, was die Sachen angeht. Aber was ich kann, ist meinen Lootfinger genialstens einsetzen. Ich krieg sogar Speiseöl raus, bist du deppert erst. Also wir müssen noch zum Dance, genau. Dort, Paladin Dance. Da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxon? Maxon scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxon ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Wieso hast du so ein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxon hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxon die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxon nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. warum? Ich muss ja später deinen Arsch retten. Was sollte die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxon ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Das sage ich jetzt nur wegen ihm. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und Nein, den ich hab Kampf selber zum schon Institut 20. zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Mich begleiten gehen wir. Ich mach das erstmal allein und komm zu dir, wenn ich bereit bin. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Was ich in Fallout 76 wiederum nicht verstehe, sie haben sie in Fallout 76 aber so immens auf die Bruderschaft versteift, dass ich das gar nicht Ich verstehe, gratuliere warum. zur Beförderung, Ritter. Ich würde das einfach liegen lassen. Nö, Dance, du verstehst die Ideologie dahinter nicht. Ich muss durch das, dass ich der Minuteman-General bin, muss ich das ganze Commonwealth wieder Musst du zurück zusammengepflegt aufbauen. werden? Schau mal bei Ritter Captain Kate vorbei. Ja, ich schau bei der Kate gern vorbei. Mach mal Aquapura, genau. Das Wasser aus Fallout 3, aus dem Entsafter. Wir schauen zuerst. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Du verwechselst mich. Ich fürchte, du verwechselst mich da mit jemandem. Vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen?
Später wieder kommen. Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Danse in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Aber das können wir machen. Um welche Art technischer Dokumente geht es denn? Die Bruderschaft ist hauptsächlich an Informationen interessiert, die uns bei unserer aktuellen Mission helfen könnten. Medizinische Aufzeichnungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Waffenbaupläne. Wenn es nützliche Daten enthält, brauchen wir es. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Machen wir doch glatt. Du Quasselstrippen, du. Hundefutter, das frisst sie dann selber. Ja, genau. Ich bin ja noch... Bitte, stell dich ruhig erst den anderen vor. Ja. Aber ich hoffe, dass du mir danach helfen wirst. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Katzenliebhaber, gell? Weil mir einfach Hunde süßer, oder weil ich einfach Hunde lieber finde vom Charakter her. Aber ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich bin ja nur so froh, dass in diesem Spiel Katzen geopfert werden für den Sinn der Wissenschaft und nicht Hunde. Aus. Gusch. Der traut sich was, hä? Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Jupp. Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Ja, natürlich. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Also, ja. Wäre das dem Überwachungssystem von Vault-Tec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Vault-Tec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut. Zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Krankheiten? Noch nie krank. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Geschieht das oft? Nun, da war dieser echt hässliche Typ im College. Ich meine, ich musste mich betrinken. Und es war eine Wette. Das entspricht wohl kaum den Kriterien. Ich trage einfach Nein ein. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Natürlich. Ich sag das sofort, Ritter Captain Kade. Wenn du weiter diesen Müll Was sammelst, hast du werden vor? wir langsamer. Gusteins. Für das er sich später deinen Arsch retten muss. Kann ich etwas für dich tun, Soldat? Nein. Nehmen wir alles mit. Ich glaube, da haben wir jetzt alles. Ich glaube, da haben wir jetzt alles mitgenommen. Da waren wir bei ihm. Gehen wir weiter. Wie kann ich dir helfen, Ritter? Du kannst mir gar nicht Versuch's helfen. mal. Nichts
sollte vor 10 Minuten Ah, Bericht Buch erstatten. 3. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musstest ja unbedingt den Mirelurk wegtreten. Geschafft. So, funktioniert. Metalleimer. Danke, Bruder. Das Ich nehmen wir schulde mit. dir was. Bist du deppert. So da, wenn die Bruderschaft für die Pridwen einmal irgendwann Ersatzteile braucht, werden sie nichts mehr haben. Weil ein gammeliger Ödländer alles mitgenommen hat. So da. Ah, da ist noch was, schau. Boah, ist ja ein Wahnsinn. Nach Ist. Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Ja dann, Mahlzeit. Du wirst es doch schon verdient haben. Nicht. Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens, Schwester. Nö. Nö. Das war es nicht. Ich werde euch später noch vernichten. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Nö. Die finde ich echt gruselig. Ich finde die Bruderschaft gruselig. Du warst der, was da so hui, hui, wie ein Hund herumgetänzelt hat, der seinem eigenen Schwanz hinterher rennt. Haben wir da irgendwas? Da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles. Da liegt noch ein bisschen was herum, das können wir dann alles verarbeiten, gell? So. Diese Powerrüstung Nichts nehmen. bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Zum Glück, Piper, hast du noch nichts zum Mitreden. Bleib weg von wilden Ghoulen. Es sei denn, du möchtest dir die Strahlenkrankheit holen. Ja. Strahlenkrankheit holen in einem Spiel, das Fallout heißt. Ha! Ja. Komplett sinnentleert die Aussage. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Ja. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, heruntergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt? Droht die Pridwen abzuschmieren? Läuft ein Roboter amok? Dann komm zu mir. Hört sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Ist mir kaum aufgefallen. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei. Du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T60, die du haben kannst. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Was mach ich? Hä? Ich muss auch arbeiten. Auch für mein eigenes Geld. Du, ich sag, dass diese Bruderschaft leicht überheblich Wir werden sind. das Ja. Institut aufhalten. Für Maxon und für die Bruderschaft. Nö, tut mir leid. Tut mir leid, weil in der Lore meines Let's Plays da ist nämlich vorgesehen, dass unser Charakter oder der Charakter da, dieser hier, irgendwann mal eine auf die Klatsche bekommt. Danach durchdreht und andere Wege Dank einschlägt. unserer Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Na, viel Spaß, Mädchen. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Na, Piper, das ist genau 210 Jahre alt. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht. Wer ich auch nicht. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Ja, du wohnst ja da drin. Sieht unbequem aus da drin. So schlimm ist es gar nicht. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proctor Tegan.
Die Führungsriege hat mich hier Begrüße. eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht: Dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Warte mal. Proctor Tegan. Was führt dich heute zu mir? Jenes Ich hier. schaue mir das Angebot mal an. Alle meine Waffen sind voll einsatzbereit. Ja, so schaust du mal aus. Du Kasperl. Waffen. 1400. Nehmen wir. In puncto Waffen hat die Bruderschaft wohl den geilsten Scheiß. Boah, also da. Na, das brauchen wir eigentlich nicht. Den Scheiß könnten wir aber brauchen. Warte mal. Warte mal. Das machen wir jetzt anders. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen könnte? Na, da kommen wir später nochmal her. Das belassen wir so. Passt. In Gatling Laser nehmen wir dabei mit. Okay, jetzt gehen wir wieder zu. Zeig keine Gnade. Jetzt gehen wir Super Wenn du Mutant. meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Warum? Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Bin jetzt in die richtige Rüstung eingestiegen. Zeit zum Anziehen. Oh. Ja, aber ohne mich Hier Dance. gibt es eine Menge Technologie, die nur auf ihre Entdeckung wartet. Ja, ja. Maxon mag warmherzig wirken, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spüren wird. Ja, ja. Ihr werdet meine Darmblähungen spüren kriegen. Mhm. Wo ist denn der Paladin Gruppen 6? Ah, da draußen ist er irgendwo, gell? Warte mal, da ist noch eine Zwischenetage, da können wir auch looten. Andocksysteme und Fusionskühlmittelzufuhr der Vertibirds melden grün. Frage wie gefordert, Remote-Einheiten alle 30 Sekunden an. Ja, das sind ja Wildschweine, bist du deppert. Wow. Jetzt weiß ich ja nicht, was mich mehr erschreckt. Der Paladin, der Dance, der Maxon oder er. Naja. Haben offenbar Schubungleichgewicht. Passe Neigung an. Positionskorrektur wird aufrechterhalten. Schubtriebwerke stabil. Ja, das gefreut das gefreut die Triebschubwerke, oder wie die auch immer heißen, wenn, keine Ahnung. Erste Hilfe, das sind wir mit. Jawohl, Baby! Wenn du nicht weißt, was ein Penner ist, dann brauchst du nur unseren Charakter anschauen. Genau. Bezweifle nicht, Schwester. Wir sind hier, um das Commonwealth zu retten. Ach du heilige Scheiße, das sind Weltretter. Ja.
Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Da? Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein. Wollen wir jetzt überhaupt Supermutanten umbringen, hä? Ich überlege gerade, wollen wir jetzt Supermutanten töten? Bin gerade mal überlegen, wollen wir das jetzt machen? Ja, machen wir. Jetzt, da Sie die Crew der Pridwen kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Schwester? Von was für einer Art von Mission sprechen wir hier? Die Art Mission, bei der sich Ihr Training endlich bezahlt macht. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Wir wissen eigentlich eh schon es. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Atomwaffen von Supermutanten fernhalten? Oh, wir werden unser Bestes geben, keine Frage. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Jawohl, weggetreten! Betreten Sie, betreten Sie. Also, Was? hey, was kann ich für dich tun? Weißt du, ich weiß noch immer wirklich zu schätzen, dass du kein Idiot bist. Ja, danke. Danke? Oder so? Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Nat, die langsam zu mir wird. Sie wird so wie du? Was meinst du damit? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue, aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Nat. Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Was soll ich nur tun, Blue? Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen, denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Naja, mehr rammeln, vielleicht kommt bei mir dabei raus. Also nur Freunde. Aber Freunde fürs Leben. Oder zumindest, solange du mir nicht auf die Nerven gehst. Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Na gut, jetzt habe ich die Powerrüstung angehabt. Gott, Leute, wie viel braucht denn der da? Warte mal. Ich habe nicht gespeichert, das war mein großes Problem. Du Traugler, Alter. Na. Ich glaube, A-Stufen kommt noch. Oder warte mal, warten, das Spiel ist jetzt gespeichert. Scheiß drauf. Na, das lasst mir jetzt nicht locker. Warte kurz, ich lade jetzt noch, mir ist das scheißegal. Da sind wir außer. Ja. Dann machen wir das noch einmal.
Jetzt haben wir es mal anders zu machen. Perfekt. Dort, Leute. Jetzt, da Sie die Crew der Pridwen kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Schwester? Von was für einer Art von Mission sprechen wir hier? Die Art Mission, bei der sich Ihr Training endlich bezahlt macht. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Ja, Verstanden? bla 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 bla. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf Bla gegen bla das bla Institut beginnen bla bla wollen. bla. Aber das bla wird noch bla etwas bla. warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Atomwaffen von Supermutanten fernhalten? Oh, wir werden unser Bestes geben, keine Frage. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Also, du bist kein Idiot. Danke? Oder so? Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Nat, die langsam zu mir wird. Sie wird wie du? Sie wird so wie du? Was meinst du damit? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue, aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Nat. Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Was soll ich nur tun, Blue? Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen, denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Ja, die Rammelwitze, die los jetzt da, gell? Also nur Freunde, hm? Also, ja, da dachte ich mir zumindest. Außer es ändert sich irgendwie irgendwas. Mensch, ist es hier plötzlich warm? Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Ja, natürlich brechen wir auf. Wir können auch erbrechen, wenn's du willst. Allerdings, das Spiel zittert mir schon wieder ein bisschen zu viel. Jetzt weiß ich nicht. Warte mal, gibt es da nicht irgendwo einen Container, wo man... Ja, aus dem man das Spür ein bisschen zu viel Sieh an, ein echter Klassiker. dann anfängt. Muss ich nämlich ein bisschen aufpassen, weil dann weiß ich nämlich, dass ich zu überladen bin, weißt? Da haben wir eh nichts mehr herinnen. Ja, das Spiel zittert mir nämlich schon wieder ein bisschen zu. Das ist nicht gut.